Die Elfenkönigin hat ihr ins Ohr geflüstert. Wenn du diehei im Palast bist, dann nimm dis Krönli und schau in Kronenspitz. Aber erst, wenn du allein bist. Der Baumgnomgrüblin hat der Mimi ein kleines Büchli mit dem Rezept von der Steinpilzsuppe in die Pfote gedruckt. Mimi, der Prinz Nux und der Jackie haben sich um Kristallkugeln gestellt, ein Pfötli draufgelegt und Mimi hat gesagt: Müsli hin und Müsli her, Prinzessin sie, das ist nicht schwer. 3-mal rechts und 3-mal links, drüll dich, Kügeli, und bring's. Dann haben sie das Kügeli gedrüllt und Mimi ruft: Zum Königreich von der Silbermüs. Und schon sind sie im Königreich von der Silbermüs gestanden. Zuerst sind alle Müs verschrocken in ihre Häuser gerannt, wo sie die riesige Katze gesehen haben. Wo sie dann aber ihre Prinzessin Mimi auf dem Kater reiten gesehen haben, ist der Jubel gross gsi. Herr! Herr! Unsere Prinzessin Mimi ist die größte! Herr! Herr! Im langen Zug haben die Prinzessin und der Prinz auf dem Kater zum Palast begleitet. Das Königspaar hat ihre Prinzessin voller Freude in Pfötli geschlossen und mit großem Stolz das wundervoll Krönli bestaunet. Wo die Prinzessin einmal allein mit dem Methusalem war, hat sie gefragt: Metti, warum hast du mir nicht gesagt, dass ich mit der Zauberkugel auch reisen kann? Ja, wissen Sie, Majestät, das gehört zum Krönli finden dazu, dass man selber herausfinden muss, was für Gaben noch in der Kristallkugel stecken. Das geht eben jeder Prinzessin so. Am Abend, wo sie alle schon gut nachgesagt haben, hat Mimi ins Diamantenkrönli hineingeschaut. In der klaren Spitze vom geschliffenen Diamant ist das Gesicht von der Elfenkönigin erschienen. Miranda, die Silbrige, mit dem Krönli kannst du reisen, wohin du willst. Es ist aus dem gleichen Diamant gefertigt wie deine Zauberkugel. Nur kannst du mit dem Krönli bis zu den Sternen reisen und noch viel weiter. Wenn ihr euch bestimmt schon gedacht habt, hat es bald einmal eine grosse Hochzeit gegeben mit der Prinzessin Mimi und dem Prinz Nux. Und wie jedes Jahr gehen sie auch heute noch zum Frühlingsfest von der Elfenkönigin.